Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Und das am 9. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Mannschaft von Werder Bremen. Und das ist natürlich so ein richtiges Kellerduell. Und Keller, da gibt es nur ein Stichwort, das passt. Unterirdisch. Ja, leider Gottes muss das Stichwort unterirdisch fallen. Wenn wir an das Spiel gegen Bate Borisov denken, dann muss man leider wirklich sagen, kämpferisch war das unterirdisch. Wir haben keine Leidenschaft gesehen, wir haben kein unbedingtes Miteinander, keinen Siegeswillen gesehen. Das gab es nicht und auch keine Jetzt-erst-recht-Mentalität. Es sah eher ein bisschen so aus, als würde man gerade so viel kämpfen und gerade so viel laufen, dass man eben später keine Schimpfe kriegt. Aber das reicht nicht. Nee, reicht nicht. Und das hat sich ja vor dem Spiel eigentlich auch schon angedeutet, als unser Kapitän, der Matthias Lehmann, in der Presse zitiert wurde. Bate Borisov ist in diesem Spiel der klare Favorit. Bitte was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die 7 Mann, die wir in Borisov auf der Bank hatten, die sind doppelt so viel wert wie die 11 Spieler, die Borisov auf den Platz geschickt hat. Wie kann man da behaupten, die wären Favorit? Also ganz ehrlich, das ist nun wirklich die falsche Einstellung. Ja, es war insgesamt sehr viel Alibi dabei, ne? Sehr viel so Behauptung. Also ich erinnere mich an viele Situationen, der Spieler guckt hoch, sieht, da ist keiner und spielt trotzdem. So einfach damit er, weiß ich nicht, als Arbeitsnachweis, ich habe den Ball gespielt, was das sollte. Eine ähnliche Geschichte ist im Grunde die Statistik mit dem Ballbesitz. Ja, wir haben wahnsinnig viel Ballbesitz, aber warum? Ja, wir spielen den Ball, man hatte so ein bisschen den Eindruck, wir haben darauf gehofft, das war vielleicht die Taktik, dass die anderen irgendwann Hunger kriegen, den Platz verlassen und ein Brötchen essen, ja, und dann können wir vorne ein Tor machen, ja, aber das ist ja keine Taktik. Nee, überhaupt nicht. Und es ist auch keine Einstellung. Und was haben wir immer gesagt? Kämpfen und arbeiten auf dem Platz. Das ist wirklich die absolute Minimalanforderung. Und solange das gegeben ist, stehen wir Fans doch auch völlig bedingungslos hinter der Mannschaft. Ist doch glasklar. Aber dass die Fans in Borisov sauer geworden sind und nach dem Spiel die Mannschaft ausgepfiffen haben, das ist doch völlig nachvollziehbar, ganz ehrlich. Hier wurde doch eine Chance liegen gelassen zur Wende. Völlig unerklärlich, warum man das da nicht wahrnehmen konnte. Nein, also tatsächlich. Und wir hätten diese Wende gebraucht. Und zwar vor dem Spiel gegen Bremen und nicht erst jetzt im Spiel gegen Bremen. Da hoffen wir natürlich trotzdem drauf. Das letzte Spiel gegen Bremen war übrigens auch schon so ein Entscheidungsspiel. Damals hatten wir auf dem Hemd stehen, wer siegt, der fliegt. Meinten aber natürlich nach Europa. Ja, das waren Zeiten. War diesmal ein bisschen anders. Da ging es nicht um Europa, sondern um die pure Existenz. Denn wer nicht siegt, der fliegt. Und das gilt in diesem Spiel selbstverständlich für beide Trainer. Und wenn das Spiel unentschieden ausgehen sollte, dann werden sie wahrscheinlich auch beide fliegen. Genau. Wir wissen es nicht wirklich, aber es zeigt vor allen Dingen eins, nämlich es geht um viel mehr als in Anführungsstrichen nur, und das ist auch schon echt scheiße, eine verkorkste Saison. Es geht um die Köpfe der Trainer. Und für uns bedeutet das, es geht um Peter Stöger. Und Peter Stöger ist derjenige, der uns erstmal aus dem Sumpf da unten hier hingebracht hat. Also wir können dankbar sein. Der hat uns, seit er hier ist, jedes Jahr ein bisschen besser gemacht. Und er hat uns nach 25 Jahren endlich wieder nach Europa geführt. Er hat uns glücklich gemacht damit, das kann man nicht anders sagen. Und er hat uns im Übrigen in der ganzen Zeit auch immer Spaß gemacht, weil der einfach einen geilen Humor hat, weil der sich super integriert hat in die Stadt, weil der auch ehrlich vermittelt, dass er die Stadt lieb hat, dass er Köln geil findet, einen besseren Immi, einen Vorzeige-Immi sozusagen, kannst du gar nicht finden. Fantastisch ist das. Also es hat eigentlich noch nie einen Trainer gegeben, der so gut nach Köln gepasst hat wie der Peter Stöger. Was haben wir mit dem wirklich für geile Zeiten diese 4 Jahre erlebt? Und wir wünschen uns nichts mehr, als dass es so weitergeht und dass wir auch in Zukunft mit Peter Stöger diese geilen Zeiten weiter erleben werden. Und wenn es dann am Sonntag gegen Bremen doch anders kommen sollte, dann ist für uns eine Sache vollkommen klar. Genau, unabhängig davon, wer irgendwann mal hier auf der Bank sitzt, ja, auf unserem Shirt steht, unser Peter! Trainer Stöger!
Ich weiß genau, was ihr denkt. Ihr denkt, es waren 2 Kölsch zu viel. Wir sind nicht betrunken. Aber man kann es drehen und wenden, wie man will. 2 Kölsch Auf 3 Punkte. Aber das sollte man auch mal wenden. Drehen und wenden. Ne? Ja. Genau. Also, Was mache ich der Witz? es klappt. Man kann so lesen. Unser Trainer. Peter Stöger. So lesen. Ne? Nicht so, horizontale. Haben wir auch noch nie gehabt. Also wenn ihr verwirrt seid, haben wir vollstes Verständnis. Absolut. Ne? Wir sind auch noch nicht so ganz wieder beisammen. Man muss seine Gefühle, was den FC anbelangt, im Moment wirklich ganz hörsch sortieren. Ne? Ja. So einfach ist es eben leider nicht. Ne? Aber klar ist, wir würden uns sehr wünschen, dass wir eine Fortsetzung haben. Dass es mit dir weitergeht, Peter. Das wünschen wir uns absolut. Und dafür muss am Sonntag ein Dreier her. Schaffen wir. Schaffen wir. Und wenn ein Spieler gegen den Trainer spielt, dann gibt es richtig Ärger mit uns. Und wenn alle Stricke reißen, ist er auf ewig auf unseren Shirts Ja. und in unseren Herzen. Wir reden hier ja über die Zukunft. Die Vergangenheit, die geile. So Kann geil uns sie war. keiner mehr nehmen. Kann es keiner nehmen.